Kirche geht, gleich schon mal parat und man trinkt genug die Stadt und jeder hat gesagt, Köln, Alarm. Wow! Nee, ich sag immer, auf jeder Veranstaltung gehört ein schöner Mann. Hier bin ich! Nicht so laut. Bin jetzt in dem Alter, wenn ich morgens aufstehe, bleibt der Kreislauf noch ein bisschen liegen. Bin noch nicht der schönste Mann, das ist der Oberbürgermeister der Stadt Köln. Ja! Fritz Schrammer, den habe ich heute Morgen noch gesehen, auf der Rennbahn in Weitenpech. Mit nackten Füßen lief der über den Parcours. Ich sag, Herr Oberbürgermeister, ist das ein neues Fitnessprogramm? Nein, sagte ich, muss mich jetzt in Köln an das Grüne gewöhnen. Naja, wir brauchen in dieser Zeit auch Optimisten und keine Pessimisten. Gibt zwar Optimisten, die sagen, in einem halben Jahr gehen wir alle betteln. Aber die Pessimisten sagen, bei wem? Ich höre so jeden Tag, die CDU sagt, die SPD hat keine Ahnung, die SPD sagt, die CDU hat keine Ahnung. Und das Schöne daran, die haben beide recht. Ja. Ne? Was haben die uns vor der Wahl erzählt, wa? Mit Schröder auf der Überholspur in die Zukunft. Von Geisterfahrer hat keiner gesprochen. Vor Wochen hat er noch gesagt, wenn das einer besser kann, soll er es machen. Was soll man mit 80 Millionen Kanzler? Ich meine, ich habe da nichts mehr mit zu tun. Ich habe die Rente durch. Riester-Rente. Kennen Sie das? 225 Möglichkeiten, kein Geld zu kriegen. Ja, ich habe mich damit abgefunden. Ich werde nach meinem Tod noch ein bisschen arbeiten, damit ich im Alter was auf der hohen Kante habe. Und dann die Gesundheitsministerin, Ulla Schmidt aus Aachen. Sagt, ich schlage vor, Männer über 65 kriegen keine Prostata-Operationen mehr. Rentner haben Zeit genug zum Pipi machen. Ich war auf der Krankenkasse, ich sage, ich brauche was für die Zähne. Ich kann nicht mehr beißen. Haben sie mir einen Pürierstab verschrieben. Ehrlich, ihr lacht hier und ich muss mir den ganzen Quatsch einfallen lassen. Ich war gestern noch in Ostfriesland. Ostfriesland kennen Sie ja, ne? Ein breites, flaches Land. Kannst am Mittwoch schon sehen, wer am Sonntag zu Besuch kommt. Ich habe da einen Onkel, 80 Jahre, der war jetzt beim Doktor. Jetzt hören Sie mal, Herr Doktor. Ich packe das nicht. Ich packe das nicht. Meine Frau ist schwanger. Dr. Hut ab für ihn, 80 Jahre. Jetzt hören Sie mal, Herr Doktor, das pack ich nicht. Meine Frau ist 35 und ich bin 80 und die ist schwanger. Das pack ich nicht. Bitte, Doktor, hören Sie mal, da muss ich Ihnen mal eine Geschichte erzählen. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind Jäger. Sie gehen durch den Wald, kommt Ihnen ein Hase entgegen. Sie haben keine Flinte mit. Sie nehmen Ihren Spazierstock, legen an, sagen Ping und der Hase fällt tot um. Bitte, hören Sie mal, Doktor, jetzt wollen Sie mich wohl am Arm nehmen, wa? Da muss doch wohl ein anderer geschossen haben, sagt der Doktor. Sehen Sie, jetzt packen Sie es doch. Ich bin vorige Woche mit meinem Sohn Heini durch den Wald gefahren, mit dem Mountainbike. Hat der Heini doch glatt eine kleine Biene überfahren. Sag, Heini, wie kannst du die Biene überfahren? So ein Tierchen ist doch nützlich. Ich sag, zur Strafe kriegst du jetzt einen Monat keinen Honig mehr. Wir sind weitergefahren. Kurze Zeit später habe ich ein kleines Vögelchen überfahren. Ein kleines Vögelchen!
Guckt der Heini mir an, sagt, oh wei, Papa, sag ich und der Mama, du sagst es selber. Meine Frau sagt immer, weißt du, was Zölibat ist? Das ist eine Krankheit. So wie Rheuma. Eine Art Gliederschmerz. Guck mal, sie erklärt ihm das jetzt auch noch. Alle, die in der Öffentlichkeit stehen, die werden doch jetzt heimlich fotografiert. Ne? Haben Sie gesehen? Prinzessin Diana haben sie heimlich fotografiert. In der Strampelhose da. Edelzwicker. Jetzt haben sie den Papst auch heimlich fotografiert. Sie haben den Papst heimlich fotografiert. Er bohrte gerade in der Nase. Er schrieb einen Brief an die Korinther. Den Papst kennen Sie ja, ne? Der fährt ja seinen Manta tiefer gelegt, damit er beim Bodenküssen nur noch die Tür aufmachen braucht. Der Papst hat ja jetzt Besuch gehabt, nicht? Da waren die Werbefachleute von Coca-Cola da. Haben die gesagt, lieber Papst, wir geben Ihnen 50 Millionen Dollar, wenn Sie das Wort Coca-Cola mit ins Vaterunser einbauen. Hat der Papst gesagt, unmöglich, unmöglich. 8 Jahre später waren die wieder da. Haben sie gesagt, lieber Papst, wir geben Ihnen 100 Millionen Dollar, wenn Sie das Wort Coca-Cola mit ins Vaterunser einbauen. Da ist er nervös geworden, unser Papst. Hat er seinen Sekretär gerufen, hat gesagt, hör mal, Jakob, was haben wir eigentlich damals von den Bäckern bekommen für unser tägliches Brot? Hier ist was los. Ich habe hier draußen einen Freund getroffen. Ich sage, was ist mit dir? Ich habe meine Frau heute Morgen um 4 Uhr geliebt. Ich sage, was so früh? Ich wollte einmal der Erste sein. So ist es, meine Frau. Ich habe meine Familie vergrößert. Meine Frau hat Zwillinge bekommen. Ich habe sie vorgestern im Krankenhaus besucht. Sie hatte die beiden Bengel im Arm. Ich war nervös. Mir jitschten die Tränen aus den Augen. Ich sag, Frau, ich habe es nicht gewollt. Setze, beruhig dich, du hast es doch nicht getan. Ja. Einzigste, was ich mir erlaubt habe, war eine Kehltour nach Mallorca. Ballermann 6. Meine Frau hat mich am Flugplatz verabschiedet, sagt sie zu mir, hör mal, hast du zum Abschied kein Bild mit von dir? Ich sag, ja, ich habe noch ein Bild mit von mir, von Sylt, vom FKK-Strand. Oma stand dahinter, und ich krieg kein Bild. Ich denke, die Oma sieht schlecht. Teilt sie das Bild in der Mitte durch, gibt sie der Oma das Unterteil. Die sieht ja schlecht. Guckt sie drauf, sagt sie, guck mal, genau wie Opa, immer schlecht rasiert und die Krawatte hängt schief. Nee, da treffen sich 3. Der eine, der war aus dem Ruhrgebiet, der andere, der war aus Düsseldorf. Der dritte, der war aus Köln. Kommt der Ober, sagt er zu dem Ersten, na, was trinken Sie? Sagt er, aus dem Ruhrgebiet, da bekomme ich einen Pilz, wow. Sagt er, aus Düsseldorf, da bekomme ich einen Alt, ne? Sagt der Kölner, da bekomme ich eine Cola. Sagt der Ober, warum trinken Sie denn kein Kölsch? Ne, sagt er, wenn die anderen kein Bier trinken. Ich sag immer, ein Bier, 2 Schnaps, hast du 0,5, eine Frau, 2 Kinder, hat man 0, nix. Meine Frau sagt zu mir, das hast du alles aus dem Fernsehen. Du gehst jetzt mal raus in die Stadt und kaufst mal was Ausgefallenes zu essen. Du gehst jetzt mal in die Stadt und kaufst Schnecken. Ich bin in die Stadt gegangen, ich habe 40 Schnecken gekauft. Habe ich mir alle in die Tasche getan. Auf dem Heimweg habe ich noch einen Kumpel getroffen, haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Stunden ein Bier getrunken. Oh, da fehlen mir die Schnecken. Ich denke, deine Frau reißt dir den Kopf ab. Ich nach Hause, vor der Haustüre habe ich die Schnecken schön in 2er Reihen aufgestellt. Ich habe geklingelt, die macht die Tür auf. Ich sag, hopp, 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 nur noch ein paar Meter, dann sind wir zu Hause. Schnecken, ne? Das sind ja Beamtenwindhunde.
In Hamburg hat sich vor 3 Wochen ein Beamter erschossen. Er ist jetzt nach 2 Tagen umgefallen. So lange hat die Kugel gebraucht, bis dass sie das Gehirn gefunden hat. Ich war jetzt noch auf der Beerdigung. Nur 2 Mann sind mitgegangen. Der Ehemann und der Hausfreund. Der Ehemann war ja noch gefasst, aber der Hausfreund hat geheult. Der hat geweint. Hat der Ehemann ihm auf die Schulter geklopft, hätte beruhigt dich, ich heirate doch wieder. Ich war vorige Woche mit meiner Frau im Wald spazieren. Plötzlich stand eine Fee vor mir. Sagt die zu mir, du warst immer lieb und anständig. Du hast jetzt einen Wunsch frei. Habe ich gesagt, dann möchte ich ja eine 20 Jahre jüngere Frau neben mir haben. Schwupps, war ich 80. Komm mal näher, ich habe einen Freund, der hatte ein Rendezvous mit seiner Freundin und vorher noch ein Essen mit ihren Eltern. Ist einen Tag vorher zum Apotheker gegangen und sagte, Herr Apotheker, ich habe morgen ein Rendezvous. Sie wissen schon, was ich brauche. Der Apotheker schiebt ihm so ein Päckchen über die Theke. Sagt der Herr Apotheker, ich habe gehört, die Mutter, die ist auch noch ganz lustig. Geben Sie mir mal noch ein Päckchen. Die sitzen abends beim Dinner, macht er immer so. Sagt die Freundin, hör mal, du konntest mir auch sagen, dass du keine Tischmanieren hast. Sagt er, du konntest mir auch sagen, dass dein Vater Apotheker ist. Und meine Frau sagt doch glatt diese Tage zu mir, hör mal, die sexuellen Erwartungen hast du bei mir aber nicht erfüllt. Ich sag, Moment. Als ich dir vor der Ehe versprochen habe, dass ich diese Lücke in deinem Leben schließen werde, habe ich nicht gewusst, wie groß sie ist. Ich war noch beim Doktor. Sagt die, was hat der Doktor gesagt? Ich sag, er hat gesagt, ich kann dich nur noch 50 Mal lieben. Oh, Sätze. Da müssen wir aber eine Liste anlegen. Gesagt, getan. Nach 6 Wochen sagt sie, hör mal, wann geht es dann endlich los? So, was heißt hier los? Du stehst ja nicht auf der Liste drauf. Nee. Meine Frau, jetzt hat die einen 610-Mark-Job. Die passt jetzt auf die Kinder von unserer Putzfrau auf. Also ich habe mir das Geld direkt genommen. Ne? Ich bin zur Bank gegangen, ich sag zu dem Bankdirektor, wenn ich das jetzt anlege, ne? Und sie machen Pleite, was ist das? Dann haftet die Landeszentralbank. Ich sag, was ist denn, wenn die Pleite macht? Dann haftet die Bundesbank. Ich sag, was ist denn, wenn die Pleite macht? Dann haftet die Bundesregierung. An der Spitze unser Bundesfinanzminister Weigel. Ich sag, was ist denn, wenn der nicht mehr gewählt wird? Das wird ihm doch wohl 610 Mark wert sein. Haben Sie gesehen, wie dem Schröder vor 3 Wochen die Minister abgehauen sind? Wenn er noch mehr laufen gehen, sieht er bald so aus wie der Direktor von der Augsburger Puppetkiste. Jetzt hatte er wieder eine Hiobsbotschaft. Seine Frau Doris sollte schwanger sein. Aber es war nichts, sie hatte nur eine Olive verschluckt. Aber die Minister, Scharping wollte auch zurücktreten. Aber dem sind die Füße eingeschlafen. Der Scharping, der hat ja auch Probleme, nicht? Mit der Bundeswehr, die brauchen Geld, die Bundeswehr. Die müssen jetzt tatsächlich die Panzer an die Polizei vermieten. An die Polizei. Können Sie sich das vorstellen? Sie fahren heute Abend nach Hause, kommt die Polizei und sagt, blasen Sie mal in dieses Rohr. Das kann nur Dolly Buster. Übrigens, da ist der Silikonbusen geplatzt. Die Aufräumungsarbeiten dauern bis Pfingsten.
Aber die ganze Minister, wie heißt der eine? Eichel. Eichel. Der ist ja so geizig. So geizig. Der fliegt mit dem Bundeswehrflugzeug auf unsere Kosten. Geizig. Jetzt haben sie auf dem Bundeswehrflugzeug schon das Eiserne Kreuz abgemacht. Haben sie schon ein Moorhuhn drauf gemacht. Der ist so geizig. So geizig. Wenn der in eine Anzone reinjubelt, stoppt er sich noch 2 Paar Socken in die Hosentaschen. So geizig. Silvester schmeißt er eine Frosch aus dem Fenster und knallt mit der Tür. Wir haben gespart im letzten Urlaub. Ich sag zu meiner Frau, wir nehmen ein einfaches Hotel, kein Radio, kein Fernsehen. Und da haben wir noch schlecht Wetter genommen. Nach 8 Tagen sagt meine Frau, jetzt bin ich aber leid, jetzt brauche ich ein bisschen Rambazamba, ein bisschen Musik. Sag, geh nebenan in ein Geschäft, dann holst du dir ein Radio. Die geht aus dem Hotel statt links rum, geht sie rechts rum und landet in der Apotheke. Ahnungslos wie sie ist, sagt sie zum Apotheker, haben Sie Blaupunkt? Sagt er, nein, nur Blausiegel. Sätze, kann man damit empfangen? Ja, sagt er, wenn Sie vorne Löcksken reinschneiden. Unser Enkel, der hat schon Sexunterricht. Und die Oma ist so aufgeregt, dass der da was Falsches lernt. Die beiden sind vorige Woche spazieren gegangen. Der Kleine hatte beide Hände tief in der Hosentasche. Sagt die Oma, wo hast du deine Finger? Die musst du da wegnehmen. Wenn du das deinem Alter öfter machst, dann wirst du blind. 8 Tage später sind die beiden durch den Park gegangen. Jetzt kommt denen einer entgegen mit so einem weißen Stock. Sagt der kleine Oma, was ist denn das für einer? Sagt sie, das ist ein Blinder. Geil, sagt er, endlich einer, der es durchgezogen hat. Seht ihr, so ist das im Leben. So manches Gute und auch Böse wird dir beschert. Doch das Butterblümchen, das Leben ist trotzdem lebenswert. Allah. Ich bin ja auch so schön. Überall, wo ich hinkomme, bleiben die Leute stehen und staunen. Im Sommer hat mein Mann mich als Vogelscheuche verliehen. Das war ein Erfolg. Die Tiere, die waren so geschockt, die brachten das Futter von das Jahr davor noch zurück. Für den Auftritt hier war ich auch extra in einem Schönheitssalon. Wie die nach 2 Stunden immer noch nicht mit dem Kostenvoranschlag fertig waren. Seht das, Mädchen. Tut mir leid, wir können dich nicht bedienen. Sagt, und warum das denn nicht? Ja, seht, wir haben einen Schönheitssalon und kein Enthauptungsinstitut. Bei meinem Aussehen muss ich ja nehmen, was ich kriegen kann. Des Nacht werde ich von einem Geräusch wach, steht da ein Einbrecher bei mir im Schlafzimmer. Ich, freudestrahlend aus dem Bett, seht der Orat, Hände hoch, habe ich in meiner Euphorie Hemd hoch verstanden. Der ist vielleicht abgehauen.
stehe und seht, tu's Nellchen. Hier hast du 300 Mark, fährst du morgens nach Köln. Sag, wie ködet. Die Gemeindekassen sind doch so leer und ich krieg dort draus 300 Mark. Ja, seht ihr, das ist so. Morgen kommt die Kommission, unser Dorf soll schöner werden. Wären sie allein in Urlaub gefahren. Wie so ein paar Tage weg war, krieg von uns Tochter einen Brief, steht da drin. Liebe Mutti, gestern Abend war hier so ein schlimmes Gewitter. Ich hatte solche Angst, dass ich bei Minna ins Bett gekrochen bin. Aber Papa muss noch mehr Angst gehabt haben. Der war nämlich schon vor mir drin. Zum Menge Geburtstag habe ich auch ein Fete gehalten. Morgens klingelt es. Ich im Negligé an die Tür, steht da der Postbote. Hoch, seht, da hat's denn Feier, ist es dir was spät geworden, wie war es denn? Ja, sag ich, am Anfang war es ja jetzt langweilig, aber nachher ging es. Zuerst kriegten die Männer die Augen verbunden. Die Frauen mussten sich nackt ausziehen. Und die Männer mussten Frauen suchen. Hoch, seht es schön, da wäre ja für jeder bei gewesen. Sagt, das kann ich verstanden. Dann kriegte die Frauen die Ohren verbunden. Die Männer mussten sich nackt ausziehen. Und die Frauen mussten Männer suchen. Hoch, seht es schön, da wäre ja für jeder bei gewesen. Sagt, das kann ich verstehen, Dinge nahmen so aufgefallen. Und Fritzchen mäht noch immer mit seinen 8 Jahren ein Bettchen nass. Sagt Fritzchen, wenn du das noch ins Mäß gehst, in das schwarze, lange Kleidchen von uns Mariechen in der Schuh. Morgen steht Fritzchen ob, ist das Bettschad wie nass. Er kriegt das schwarze, lange Kleidchen von uns Mariechen an. Jede Straße rauf und ist am Kriechen. Könnte unser junge Kaplan in dem langen schwarzen Talar entgehen. Seht der Fritzchen, warum weinst du denn so und warum hast du das schwarze, lange Kleidchen von euer Mariechen an? Kick Fritzchen dem an, seht, das musst du Bett bis so noch Rad fahren. Ich hatte ja auch ja nicht so einfach, an so Kerlchen zu kommen. Hat dann doch geklappt. Wie wir heiraten wollten, höre ich, wie der Pastor sagt. Lieber Gott, wenn diese Frau die Krönung deiner Schöpfung, dann danke ich dir für die Auferlegung des Zölibats. Neulich habe ich mir auch auf der Stadtverwaltung für eine neue Stelle beworben. Wie ich an die Tür für Stellenbewerbung ankomme, sitzt dort ein junger Mann. Sagt mein Herr, ich bin so nervös. Wenn Sie rauskommen, können Sie mir die Antworten doch geben. Klar seht ihr. Derjenigen wird gefragt, wann entstand das erste Museum? Ja, seht ihr, ich glaube 1418. Sehr gut, seht der Prüfer. Wer erbaute die chinesische Mauer? Ja, seht ihr, Xing fing an und Chang hörte auf. Leben auf irgendeinem Planeten Menschen?
Ja, seht, es könnte sein, ist aber noch nicht bewiesen. Der Köderus gibt mir die Antworten. Ich, gut gerüstet da rein, tret vor dem schönen Mann, kickt dem verliebt, leckt der Orat los. Wann bist du geboren? Seit 14, 18. Wer ist dein Vater? Seit Xing fing an und Chang hörte auf. Bist du blöd? Sagt, es könnte sein, ist aber noch nicht bewiesen. So, jetzt bin ich am Ende mit meinem Schlaf. Du schnellste geht und wünsche ich heute und zu Karneval noch recht viel Spaß. Allah. Meine Frau wollte selber verhutzigen neue Küche haben. Sag, was willst du mit einer neuen Küche? Du kannst seit 25 Jahren noch nicht vernünftig kochen. Seht, du willst ja auch ein neues Schlafzimmer. Wir haben uns dann auf eine Kreuzfahrt geeinigt. Ich bin in einem Reisebüro. Seht das Mädchen, wie hätten sie es denn gern? Getrennte Betten oder getrennte Kabinen? Sei getrennte Schiffe. Wir sind mit der Bundesbahn da gefahren. Ich komme am Hauptbahnhof in mir Abtei, sitzt da eine in der Ecke. Sag, kann ich Ihnen behilflich sein? Seht ihr, wenn Sie da oben aus dem Koffer ein Kissen nehmen würden und würden wir das in den Rücken stecken? Ich habe dem das Kissen in den Rücken gesteckt. Seht da. Seht, entschuldigen Sie, da oben in der Tasche sind Butterbrote und eine Thermoskanne Kaffee. Könnten Sie mir da was von geben? Ich habe der gewohnt und ein Tass Kaffee in geschüttet. Da. Sitte, sind Sie mir nicht böse, aber könnten Sie den Koffer nicht runterholen und mir unter die Füße stellen? Da hält meine Frau es nicht mehr aus. Seht, was haben Sie? Seht, du Urlaub. Wir kommen in Marseilles an. Jon über das Hafengelände noch dem Schiff fängt mein Pechtrainer an. Liegt da Portemonnaie auf der Erde. Ich habe das ob, gucken darin leer. Ich Jon der Gang weiter auf das Schiff. Liegt da ein Brieftäsch. Ich habe die ob, gucken darin leer. Ich komme auf die Kabine, liegt da eine Spitzen-BH auf meinem Bett. Und dann kam die Einladung zum Kapitänsdinner. Steht da drin, die Herren haben im Dinnerjackett zu erscheinen. Sage für mich droht, was ist ein Dinnerjackett? Seht ihr, da ist nur ein Knopf dran. Da habe ich jede Menge bei mir. Ich habe mich in dem Dinge völlig blamiert. Die andere hat noch allen Butzer angetan.
in Los Angeles haben sie es dann von Bord gelassen und mit einem Bus nach Las Vegas geschürrt. Da sind wir offen, sind die super Show von der singende Plastik ab. Michael Jackson. Wie das am Ende war, habe ich in einer Bar ein paar ausländische Kollegen getroffen. Eine Franzose, eine Türk und eine Amerikaner. Wir kommen in den Kall. Seht, der Franzose, ist ja nichts los. Wollen wir uns nicht was erzählen aus der Heimat, wo wir stolz drauf sind? Sagt er, fang du uns an. Ja, seht ihr, das weiß man ja auf der ganzen Welt. In Frankreich die Frauen, die sind elegant, die sind charmant, die sind schlank, die sind wunderschön und unheimlich toll in der Liebe. Da bin ich besonders stolz drauf. Seht der Türk, Pappalapapp, Frauen bei uns in der Türkei, die Teppiche, die sind riesengroß. Die haben eine Vielzahl von Farben und Ornamente auf den Quadratzentimeter. Tausende von Stiche, die sind so weich wie das Moos im Wald. Da bin ich besonders stolz drauf. Seht der Amerikaner in den USA, der CIA, der kann alles, der weiß alles, der erfährt alles. Dem bleibt nichts länger als 24 Stunden verborgen. Da bin ich besonders stolz drauf. Die luren mich an. Sag, wenn ich so schwade höre, besonders stolz bin ich dann nur noch auf mich. Sagt der Franzose, wieso? Sag ich, haben Sie jetzt mit einer Französin ob einem türkischen Teppich gehabt, dass der CIA bis heute nicht hinkommt. Ich bin im vergangenen Jahr nach der Bundestagswahl am ersten Bundespresseball in Berlin gewesen. Han ich mir gedacht, du bist noch nie so weg von zu Hause weg gewesen, hier ist der vorsichtshalber Führer im Dom Bischte. Ich habe dem Domvikar in die Uhr geflüstert. Sitte, haben Sie nicht gegen das 6. Gebot verstoßen? Sage doch. Sitte, wie oft? Ich sage, ich bin hier zum Beichten, nicht zum Angeben. Meine Frau hätte mich dann noch der Bahn gebracht, wie der Zug fuhr. Seht, wenn du weg bist, schlaf ich bei unserer Nachbarin. Sage, mach das, das tue ich auch immer. Ich dann am anderen Tag zum Reichstagsgebäude. Ich denke, erstens unsere Bundeskanzler besuchen. Ich wollte nicht unangemeldet Platz, ich bin in den Telefonzell und haben der angerufen. Meinte, der wäre an der Apparat gegangen. Küttene Berliner sagte, was machen Sie da? Sage, ich versuche jetzt seit 10 Minuten unseren Bundeskanzler anzurufen. Meinen Sie, der ging an der Apparat? Sagte, da hilft nur eins, aufhängen und neu wählen. Weil ich den nun nicht kriege, habe ich bei der anderen Couleur versucht. Ich habe den Bestäuber angerufen. Kütt dem sing Frau an der Apparat. Sage, bin ich da richtig beim Bundeskanzler Stoiber? Jetzt hören Sie mal, Sie sind zwar hier richtig bei Stoiber, aber mein Mann ist doch nicht Bundeskanzler geworden. Ich habe da im Laufe des Tages noch 20 Mal angerufen. Da wurde die falsch. Ich sage Ihnen das jetzt zum letzten Mal, Sie sind hier richtig bei Stoiber, aber mein Mann ist nicht Bundeskanzler geworden. Was wollen Sie? Ich sage, ich kann das nicht oft genug hören. Ich bin dann ein paar Tage später auf dem Bundespresseball. Kütter zu später Stunde der Boris Beckerin und setzt sich neben mich. Ich sage, Herr Bobele, dass ich das erleben darf. Wollen wir nicht mal zusammen Tennis spielen? Ich sage, das hat doch wohl keinen Sinn. Ich sage, warum? Ja, sagt, wann denn? Ich sage, morgen früh um 9. Sagt, ist in Ordnung. Ich sage, das könnte 9:15 oder 9:30 werden, aber ich komme. Ich am anderen Morgen dahin, ich habe den Aufschlag hier, wo krieg mir der Schleier in die rechte Hand, das ging zack, zack, 6-3, 6-4. Der hätte die Welt nicht mehr verstanden.
Sagte, geben Sie mir Revanche? Ich sage, selbstverständlich. Sagte, wann? Sage, morgen früh um 9. Sagte, ist in Ordnung. Sag ich, denken Sie dran, das kann 9:15, halb 10 werden, aber ich komme. Am anderen Morgen wird er dahin, ich gewinne den Aufschlag, kriegt der Schläger in die linke Hand, zack, zack, 6-3-6-4. Der wollte sie das Leben nehmen. Sagte, wie machen Sie das? Sage, das ist einfach, wenn ich morgens wach werde und es liegt eine Frau rechts bei mir im Arm, spiele ich den ganzen Tag mit der rechten Hand. Liegt die links, spiele ich den ganzen Tag mit der linken Hand. Sagt er, was machen Sie dann, wenn die mal am Rücken liegt? Sag ich, habe Ihnen doch gesagt, das kann 9:15 oder halb 10 werden. Wie ich dann wieder heimgefahren bin ich um Weg am Bahnhof über den Marktplatz gekommen. Ich denke, nimmst du dafür ungefähr jetzt zum Müffele mit? Ich bin an einem Obststand. Ich sag für den Verkäufer, ich hätte gerne 2 Pfund Nüsse. Sagt er, das heißt jetzt Kilo. Ich sage, nicht mehr Nüsse? Sage, warum steht dann hier Import auf der Tüte? Sagt er, die werden eingeführt. Sage, gut, dass ich gefragt habe, die hätte ich gegessen. Und weil mein Doktor mir zu Hus schon Rotlicht verschrieben hat, bin ich dann um Heimweg über Hamburg und habe auf der Reeperbahn Zwischenstation gemacht. Habe ich da ein Frauensmensch kennengelernt. Das hatte einen Körper im Ballisch. Das hatte ein paar Herzkranzgefäße. Das hätte mich verarscht. Auf der Reeperbahn nachts um 12:30, da zog die sich aus, da war da eine Karl-Heinz. Ich hielt dich hier Bure verzell, doch leider vergeht die Zick viel zu schnell. Ich muss wieder fahren, sieht mir nicht Gott, der Bure-Reporter, der ist wieder fort. Allah von viel Spaß. Wow! Das war ein hektischer Monat, dieser Januar. Zuerst Teheran, dann Washington, zum Schluss Berlin. Berlin war am schlimmsten. Ein Bayer ist regierender Bürgermeister in Berlin. Dass der Franz Josef das noch erleben durfte. 90% vom neuen Berliner Senat sind Ausländer. Hätten sie direkt nach Kreuzberg gehen können. Sogar aus Köln ist eine dabei, die Anke Brunn. Das gibt eine Mischung. Kölscher Knüngel und Berliner Filz. Der erste, der da war, war der Willi. Ihr kennt ihn alle, der Willi, der Kudamm Kennedy. Der nächste, klammheimlich, wie es seine Art ist, der FDP-Didi. Der Hans Dietrich, da, der Filzpantoffelpolitiker. Aber ihr müsstet ihn sehen, den Genscher, also der arme Kerl, wie der aussieht. Der hat ja abgespeckt, der ist ja nur noch Haut und Ohren. Naja, und der Karl Carstens, euer Bundeswandervogel, der ist noch gar nicht angekommen. Für die Rastpausen hat ihm der Helmut Kohl ein paar Pantoffeln gestiftet.
Der Kohl kennt sich aus in Schlappen. Nur 2, von denen hast du nichts gehört. Einmal der Onkel Herbert. Ihr kennt den Onkel Herbert, der SPD-Rasputin. Das macht die SPD clever mit dem Onkel Herbert. Immer wenn es brenzlig wird, packen sie in den Keller, Falltür drauf, Teppich drüber. Aber wenn der rauskommt... Oh. Dabei ist der Onkel Herbert so harmlos. Ihr kennt ihn nicht, ich meine, wir kennen ihn. Der Onkel Herbert ist harmlos. Wenn meine Genossen mit den Panzern an der Deutzer Brücke stehen, sagt er immer noch, das sind Touristen. Nun, wir haben doch auch Probleme. Mit unserer neuen Botschaft in Bad Godesberg. Kommt alles aus Moskau. Die Pläne, die Architekten, der Beton, alles aus Moskau. Kennt ihr Moskauer Beton? 3 Teile Zement und 7 Teile Mikrofone. Ich habe mir mal überlegt, Iwan Iwanowitsch, wer waren wohl die ersten Minister? Heute Morgen habe ich gefunden. Steht in Bibel, waren die heiligen 3 Könige. Jawohl, kannst du nachlesen. In Bibel steht geschrieben, sie sahen ihren Stern aufgehen, legten die Arbeit nieder, hüllten sich in seidene Gewänder, luden den Kamelen die Lasten auf und eilten zur Krippe. Kennt ihr den Unterschied zwischen Marx und Murks? Ist wie bei uns. Marx ist die Theorie und Murks ist die Praxis. Nun bin ich ja nicht nur bei der Pravda. Ich arbeite schon ein ganzes Jahr als Volontär bei der... Beide Blätter haben etwas gemeinsam. Sie brennen nicht. Sie kohlen. Ja, die Bild-Zeitung ist etwas teurer als die Pravda. Sind die Übersetzungskosten mit drin? Schaut euch das an. Letzte Meldung hier. Der Ätna spuckt wieder Lava. Ich kann es ihm nicht verdenken. Auch ich finde diese Welt zum Kotzen. Aber sie haben ihre Prinzipien bei der Bild-Zeitung. Als ich angefangen habe, hat der Chefredakteur gesagt, für die politische Berichterstattung müssen Sie Ihre Deutschkenntnisse vervollkommnen. Gehen Sie auf die Straße, schauen Sie dem Volk aufs Maul. Seitdem spreche ich fließend Spanisch, Griechisch und Türkisch. Türkisch rede ich allerdings nur an den 3 höchsten türkischen Feiertagen: Weihnachten, Ramadan und Sperrmüll. Alle Probleme, auch der Papst hatte Probleme, wie er hier war mit dem Wetter. Ich meine, ihr kennt den Papst, euer eiliger Vater, das fliegende Wort Gottes. War doch schön, wie er ankam, da am Butzweiler Hof. Erst mit dem Helikopter, dann in dem Aquarium. Das wäre was für Karnevalspräsidenten. Rosemond das so. Ja, braucht er keine Kamellen, ist billig, macht er nur so. Nun ist es aus, ich gehe hier raus, die Rede ist zu Ende. Ich sage Dank und ich weiß warum. Ihr wart ja wieder ein sagenhaftes Publikum.